Natürlich unterstützt der, dass man diese Maskepflicht, mit diesem Gesetz Maskepflicht an Prison noch am Centre de Rétention fälliggelos gehen oder die Dauer von der Quarantäne von 10 Tage auf 7 Tage raufgesetzt begrüßen wir. So, dass wir auch, wie schon bei den fähigsten Gesetzen, auch das bereit sind, für diesen Text mitzudrohen. Wir wollen aber als ADR eine Reihe Überlegungen und Remarken anbringen. Ihr wisst mittlerweile, dass wir uns während der ganzen Covid-Krise gegen alle Abschnitte an als verfassungsmäßig garantiert Grundrechte und Freiheiten ausgeschwert haben. An der Tradition bleiben wir dabei, dass für uns eine Impfpflicht, so wie die Regierung sie anscheinend noch immer gehört, nicht erfroren, weder generell noch sektoriell. Das Prinzip ist für uns bleibt die von der Freiwilligkeit von der Impfung. Wie ist dann überhaupt mit dem groß angekündigten Impfpflichtprojekt, den am Januar lanciert wurde? Viele freuen sich dabei. Wir stellen jedenfalls fest, dass die Regierung sich wieder eins ist, dass sie konsequent handelt. Als sich sollte das Projekt schon vor der großen Vakanz vorgestellt gehen, aber zweifelt sogar als Gesundheitsminister Beermann als eine Pflicht, wie sie das nach rezent an einem Interview am Terrablatt verlockte gelost hat, dort sagt sie unter anderem, dass, ich zitiere, ist eine Pflicht in unserer freien Gesellschaft das, was die Menschen überzeugen wird. In Italien und in Griechenland, wo sie diese Impfpflicht haben, hat dies nicht ganz viel bewirkt. Herr Präsident, mit so einer Grundausstellung desavouiert Sie zu Recht den Auftritt von unserem Herrn Premierminister an diesem Mädchen Haus, den sich klar für eine Impfpflicht ausgeschwert hat. Es scheint, als hätte der Premierminister schon ein Jahr vor den Wahlen seine Regierung nicht mehr am Griff. Das verspricht ja nach einem spannenden Jahr zu gehen. Offiziell geht sich allerdings mal offiziell. Herr Präsident, ich stelle fest, weil ich glaube, der Herr Engel hört vor, dass es geht. Merci, Herr Präsident. Offiziell geht sich allerdings mal wie von Experten verstoppt, den ob sich fertig ist, also anscheinend für Mokenstag kann erwehrt gehen. Genehmigt aus den AW von dem Gemengpardon aus den AW vom sogenannten Conseil Scientifique, den der ganz mit breit aufgestellt hat. Man hat darüber diskutiert, aber leider dürfen als Propositionen von der Majorität nicht angeholt. Wir bleiben bei der Meinung, dass eine Pandemie, die potenziell alle Sektoren von der Gesellschaft betrifft, und das wichtige Rekommendationen oder Durchwinst von Experten aus möglichst viele Bereiche sollen formuliert gehen. Wir sehen aber immer mehr Platz in Europa, die Idee von einer Impfpflicht, dass sie Fälle gelost wird, so zum Beispiel in Österreich. Wir fordern da von unserer Regierung tatsächlich, dass sie das auch möchte. Daher stellt sich auch froh, wie weit wohl ein Covid-Zertifikat nötig ist. Wir wollten nie, dass das Zertifikat sollte permanent Dokument gehen, als schon gar kein Reisdokument. Was sind also Tentationen von der Regierung, was den Covid-Pass angeht? Was geschieht mit all den Donien, die für den Pass erhoben und gesammelt werden? Wenige die zerstört, aber wie eine Regelung vom Datenschutz appliziert. In dem Sinn gebe ich euch eine Motion deponieren. Merci, Herr Engelen. Herr Präsident, wir müssen lernen aus der Covid-Zeit. Es wäre gut, wenn wir eine vollkommen unabhängig und neutrale Evaluation könnten an Auftrag gehen, inklusive der Aspekte, die von problematischer Natur wären, wie zum Beispiel der Respekt von unseren Grundrechten oder von dem repressiven Umgang mit den Demonstranten. Wir sehen auch, dass in Frankreich eine Diskussion bei den Doktoren aufkommt, die Covid-Krise als mehr harmlos wollen darstellen, wie das, was die Regierung uns erzählt. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Wir müssen unbedingt Maßnahmen treffen, weil die Gesellschaft besser auf Krisen vorzubereiten. Die Aktualität weiß es nicht, wie wichtig das ist.
eng besser Vorbereitung op den Notfall mussssen. Dat kann aber nicht eng Delegation von als souveräne Rechter an internationalen Organisationen sind, wie zum Beispiel die EU und WHO. Ich soll nicht merci für Aufmerksamkeit.